Guten Morgen, ich begrüße euch in den Namen des Herrn Jesus. Die Thema von meiner Botschaft für dieses Morgen ist, pack ab und trag wieder. Wer von euch gleicht am zu tragen? Okay, das ist ein paar stark. Dann wurde die gleicht haben mit Israel zu reisen in der Wüste. Da standen jedes Morgen ab und checkten, wo der Wald war. Wenn der Wald moved, dann movten sie auch. Da meint alles abheben und wieder drehen. Ich bin mir überzeugt, dass sie haben sich nicht so viele Dinge mitgenommen, was sie nicht drehen können. Und nicht, wenn sie stillhalten wollten, wurden ihre Puls nicht an sehr deep angegruft. Weil jedes Morgens, wenn sie abstanden, dann checkt der Erste, wo ist der Wald. Steht der oder moved der? Wenn die moved, dann mussten sie auch moven. Und alles, was sie hatten, mussten sie mitnehmen. Und sie mussten immer bereit sein, zum Reisen, zum Moven. Und wir sind abgeraubt, in Gott sein Wort, dass wir sollen auch bereit sein, zum Moven. Bereit sein, zum Wiederreisen. Gott sein Wort sagt, dass wir haben hier keine bleibende Städte. Wir sind hier bloß als Pilger, wir reisen durch. Wir sind bloß als Tourists hier in dieser Welt. Wir sind hier bloß für die Karte Zeit und wir reisen hier bloß durch. Wir haben hier keine bleibende Städte. Und so, so dort zu leben, muss einer sich einstellen dafür. Wenn einer, ich habe 21 Jahre auf einer Städte gewohnt, dann hat einer auch ein Teil Dinge gesammelt. Und dass einer das geplant hat und einer das will. Einer sammelt immer Dinge ab. Und wenn einer moven will, dann muss einer sich dafür reinmerken. Und wenn einer jeder Tag moven wird, oder immer bei moven bleibt, dann muss einer sich dafür einstellen. Und das ist sehr notwendig, dass wir als Christen uns Leben dafür einstellen, dass wir bereit sind, zum Wachtragen, zum Wiedertragen. In Hebräer 11, Vers 16 sagt es, sie haben über ein Verlangen nur was betret. Dort ist nur ein himmlisches Land. Sie haben ein Verlangen nur was betret. Das hier sich ganz bekannt, der das nicht. Weil wir moven wollen, wir haben immer nur was betret. Wat de krachtste goud als we de ver her hadden, dat is niet goed genoeg. We willen nog wat beter. Dat is de enige oorzaak waar we wel wieder moven. We willen wat beter. Dit is wat we aan geloven leven doen, waar we aan Hebräer kapitel 11 van lezen doen. De ganze list door. Dat zegt dat deze alle die wandelden aan geloven. En zegt die hadden een verlangen naar wat beter. Nicht, dass sie unzufrieden wären, nicht, dass sie Gramsäuen leiden, aber sie hatten ein Verlangen, ihr Hort hat ein Verlangen nach was Besseres. Und dort ist ganz abrechtig und dort ist es gut. Solange wir nicht unzufrieden waren dann mit dem, was Gott uns gegeben hat, über ein Verlangen nach was Besseres, das kommt von Gott. Dort ist gut. Mit dort Verlangen, so ich sehe, wie man eine Einstellung haben, dass wir dort Verlangen uns nicht übernimmt und uns unzufrieden merkt, sodass wir nicht mehr zufrieden sind mit dem, was Gott uns gegeben hat. Aber wenn wir noch was Besseres sehen, das sagt er hier, der sagt nur, was wird. Weißt du, was sie hier haben, dass wir nicht wird, dass wir nicht ewig, dass wir was für eine Zeit, dass wir nicht bleiben, dass wir wanken. In Psalm 90, Vers 12, sagt er, lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen. Dat we klug worden. Leer ons bedenken. Nicht zu denken, wir wollen hier einmal sein. Und so werden wir uns ein bisschen makkelijker mehr, wir werden uns ein bisschen scheiner gehen lassen, wir werden uns ein bisschen besser anrichten, wir werden noch was Besseres. Das Bessere, das ist nicht in dieser Welt. Das ist eine Ewigkeit. Das ist, wo wir durchstreben sollen. Und sagt er, wir sollen uns lehren, das bedenken. Das kommt nicht für selbst. Weil je von Natur, Mensch checkt bloß immer nicht für sich selbst, bloß für nu, für hier und was jetzt vor ihm ist. Und er sagt, lehr uns bedenken, was vorab ist. Was noch zukünftig ist.
wo wir am Weg hin sind. Lehr uns dort bedenken, dass wir diese Welt machen verloren und dass wir rein alles hinterlassen wollen, was wir uns hier geschafft haben. Und don't verprassen und don't vergottert es, wollen alle hinterlassen. Und so sagt, lehr uns bedenken, dass wir sterben machen, dass das Platz nicht ein ewiger Platz ist. Die hier reisen wir bloß durch. Wie gesagt, hier bloß von der Karte Zeit. Weil wenn wir an Antragen denken, dann denken wir an Utriemen und Aufmasken. Dann doen we alle closets en rein alles uitriemen. Alles wat we gaan hier stappen, wat we de dag dat we 1 dag nog moeten velen. Oder wat we nog een beetje te schoon weer weg te schmeten. Dat wordt alle eventueel gehoord. En dan moeten we een entscheiding maken. Okay, wat doen we met dit nu? Nemen we dat met? Oder laten we dat hangen? Dat is de goede gelegenheid voor ons. En dat dingen te hangen laten. Wat we aanwezig brengen. Wat we bloos ruim opnemen leiden. En dat was vol en drallig merkt. Ons leven vol en drallig merkt. Dat is interessant waar we dingen opzamelen doen. Dus ik zei, we durven dus gleich niet wel plannen erop, dat we ons huis wel opvallen. En wanneer we wieder zeker, we zeker wat beter. En wat beter als verzekeren wat grater. Meer ruim. Voor meer Nennparken kann, mehr Taub sammeln kann. Well, vielleicht denken wir das nicht korrekt staat, aber wir denken vielleicht zu weit voraus, zu weit vorab, aber was beter, wo doch was grater sein, ne? Und so eine Einstellung habe ich gesagt, lehr uns bedenken, dort ist nicht für diese Zeit. Das ist nicht, was wir hier für diese Zeit haben, das ist nicht für ewig. Lehr uns bedenken, dat we hier verloren doen, we doen hier bloß durchtragen. Wir haben hier keine bleibende Stede. So, wenn wir denken an Wiedertragen und dass wir hier durchreisen doen, wo sollen wir uns dann reinmerken zum Reisen? Und wenn wir durch unsere Dinge durchgehen doen, was sollen wir aufleihen oder was sollen wir anholen? Was sollen wir mitnehmen, was sollen wir hinterlassen? Dat is de vrouw. Wel, ik wil van jou van een paar dingen reden, wat God zich moet ons wijzen heeft, wat we zullen hinterlaten. Op onze reis hier, er zijn dingen, die zeggen, die zullen we hinterlaten. En er zijn soms dingen, die zeggen, die zullen we mitnehmen. En zo willen we een beetje nu checken. 1. Korinther, kapitel 13 en vers 11, zegt Paulus, als ik een kind weer, dan red ik zoals een kind, en dacht zoals een kind, en overleed als een kind. Als ik over een man word, leer ik af wat kindlich weer. Zie, ik kwam de tijd als hij opwassen deed, als hij wiederreizen deed, op een woord aan, die dingen wat hij wat nu had metgebracht, wat weer een potje was van zijn leven, dat we tijd af te leiden. De kindliche dingen. Dat is interessant, we merken, wie ons, wanneer we ons zelfs in een zeker doen, of wanneer we in de proef worden ingesteld, hoeveel kindliche dingen we nog hebben metgebracht. Of we hebben onze kleine dagen, vielleicht hebben we onze lunch nog wo ingestapt, en wanneer somebody ons een beetje weiter, dan nemen we onze lunch uit, vielleicht ons duim, en dan zuiven we de boven. Dan zijn we ganz versteld, dan zijn we ganz kindlich. Oder we worden ganz upset. Dan hebben we een temper tantrum. Dan zijn we ganz upset. Somebody heeft ons recht geviolated. En nu zijn we ganz versteerd te hebben. Kindliche dingen. Zoals kinderen doen. Wenn ze kleine dingen, dan rijden ons op. En dan zijn we ganz versteld. Zeg je zo'n ding, wo we geen controle over hebben. Over kindliche dingen. We handelen zo als kleine Kinder. Und wo wir sind noch nicht ganz abgewassen in alle Hinsichten haben. Vielleicht haben die ersten Dinge haben, vielleicht auch was Dinge aufgelegt, aber verbieten haben wir vielleicht auch merken zu lassen, dass wir abgewassen sind. Aber innerlich, die Einstellungen sind noch immer so kindlich. Paulus sagt, als ich abwasse, ich lege kindliche Dinge auf. Mit Grunzen und Grumsäuen und Complainen und mit
beleidigt sind und all so eine kindliche Dinge, sagt er, die lege ich auf. Jetzt nu bin ich ein Mann geworden, sagt er, nu bin ich abgewaschen, ich bin nu all wieder gereist. Ich lebe nu nicht mehr, als ich in Ägypten deed. Nu sind wir all vorabgekommen. Und in Epheser 4, Vers 31 sagt er noch mehr Dinge, was wir sollen offline. Sagt er, Epheser 4, 31, wird nicht mehr besser und fuchtig über einen den anderen. Und verzerrt euch nicht, hier abzuschreien und zu beleidigen. Lot von so wird nichts mehr sein. Nehmt nichts von dit mit. Von Beleidigung und von verdrisslich sein und von all so Dinge, sagt er, nehmt nichts von dit mit. Leicht dort auf, lot dort hängen und den Rest wieder. Merkt ihr den Part nicht so schwer. Weißt du, wenn wir leicht beleidigt sind und Menschen nicht vergeben tun, dann wir den Park einmal Jahre merken, und wir drehen uns immer dran. Und wir können das meist unja abstoßen. Wir brechen meist taubte unja. Eins so brechen wir taubte unja. Und dann geben wir das alles an Unterschuld, alles Nerventrouble, oder das so eine Stadt, oder das so eine Stadt, alles an physische Probleme kommen dann mit davon. Fürs wir drehen uns eine große Last. So eine Last, dass wir gleich gemerkt sind, zum Drehen. So eine Dinge, wo Gott sagt, wir sollen offline, wo wir sollen hinterloten und vorwärts moven, nicht die Dinge mitbringen. Vers 32 sagt er, und das ist interessant, wenn er sagt, wir something offline sollen, dann sagt er, meist immer, wir sollen something else, und es steht dort, mitnehmen. Was sagt Jesus? Wir sollen uns schwere Last nur anbringen und in den Arm geben, und dann was sollen wir dann tun? Dann sollen wir sein Joch auf uns nehmen. Sagt er, mein Joch ist leicht. Er nimmt unsere schwere Last, und wir nehmen sein leichtes Joch. Immer dort vertuschen. Und hier in Vers 31, Vers 31 sieht uns, was wir sollen offline. Und dann Vers 32 sagt er, was wir dann in der Stadt beleidigt sind, in der Stadt verzerrt sind. Sagt er, sieht lieber von Horten leiftolig einer zu den anderen. So in der Stadt beleidigt sind, sagt er, sieht leiftolig einer zu den anderen. Vergeeft euch untereinander, so als Gott euch an Christus alles vergeeft hat. So vergeben, als Christus uns hier nicht mitnehmen. Keine von so einer Schwierigkeiten mitnehmen. Was andere uns haben, probiert abzuladen, oder uns unterbacken, oder unterkehren, nicht von dort annehmen. Dort hinlassen und vorwärts gehen, und es steht dort mitnehmen, sagt er, leiftolig sein, einer zu den anderen. So dort vertuschen, die schwere Last. Und wenn wir bedrückt sind, wenn wir beleidigt sind, so, das ist eine schwere Last. Mensen doen wat we doen, dat is immer waar daar je denken en denken over, wo können die Menschen das tun, warum ist die über so dumm zu mir, wo können das mir so viel Schulden antun, und so wieder. Ja, dann wollen wir ganz beten über die Person, wie drehen und die große Last mit. Er sagt, no, leicht dich auf und sieht lieber von Horten leiftolig. Weißt du, das ist viel leichter. Nee, ich meine nicht, dass wir nicht uns selbst haben, aber zu leben ist nicht eine Last. Das ist nicht schwer. Für uns ist es allmählich, aber wenn wir Christus seine Leib haben, als uitgegoten an uns, dann können wir mit seinem Leib, dann können wir von Horten leiftolig sein, einer zu den anderen. Und dort ist nicht so eine große Bürde zu tragen. Sein Joch ist leicht. Dann in Sprüche Kapitel 4, Vers 24, sagt er, sei du nur, dass du keinen mit deiner Rede verletzt, und dass du nicht verkehrte Vertal, mit verkehrte Vertal nichts zu tun hast. Die verkehrte Vertal, annige wird, sind, was nicht anhält, was nicht halbt, was nicht abbühen wird, sagt er, lass dich hängen, lass dich auf, riemt dich aus, nehmt das nicht mit, sagt er, so hat man das nicht zu tun. Was dann? Epheser 4, 26 sagt er, wenn die vertrauen,
dann laat je de vertaal zo zijn, dat die wat er hier doen, dat die abgebuut worden dadurch. Sie die verkeerde vertaal offline, aber dann mit een andere vertaal omgaan, sind wat Menschen in Serien ist, wat Menschen abburen hat, wat die Mut merkt. So eine vertaal soll wir haben. Jesaja 1, Vers 10 sagt wasch je mal rein en hiet ab met de beide zaken die je man kunt zijn, of die je man kunt zijn, hiet ab met jullie zinden. Leg die auf. Laat die hängen. Draag die nicht met. Die worden je best een grote zware lood geven, dan word je diep inzinken en dan wordt het zeer, zeer schwer gaan, die worden niet wiederkomen. Worden die Welt gleich nu komen. Dus Gott leben dat. Wo wir hängen bleiben. En Vers 17 sagt aufjunt en goude te doen. Zie je, sagt met die zin afladen en dan, wat zullen we dan aannemen en er steht, sagt aufjunt goude te doen. Zodat je reich handelen, en merkt een eng van mensen uitnutzen, en halb de wezen in de reed voor de weet vrees. Hier sagt wat we doen zullen, wat we ons met beschaffen zullen. Vielleicht habe ich mal erfahren, hier als Eltern, wenn die Kinder ganz voll Energie sind, und die sind bloß trotzen einer den anderen, merken Schweinerien, und dann nicht nutzbar, und wenn die bloß sein, abhören, still sind, dort ist nichts so, kann ich sehr gut erfolgreich tun. Weißt du, die haben die Energie, die machen die verloren. So, was ist dann ein guter Weg, damit zu verhandeln? Deine Arbeit geben zu tun. Zodat die ihre Energie kennen, was Gott nehmen tun. Die haben Gott Weg ableiten. Nicht, die müssen merken, still setzen. Das kennen die gleich, die haben ganz voll Energie. Weißt du, Gott hat uns auch so gemerkt. Dann sagt über das Ole, sagt das Beise, dort aufladen, aber das Gott annehmen und dort. Das ist nicht genug, bloß das Beise abhören. Weißt du, viele Menschen, besonders von unserem Hintergrund, sind wir bekannt mit, der wird gesagt, jemanden jene Sünde bekannt. At least einmal im Leben, nur zweimal. Einmal er die Taufen lassen, zweimal er gestorben ist. Das ist die Sünde bekannt, und alle abreden. Jesus sagt, wenn ein Beiser Gast rückgetrieben wird, und das alle abgeriemt wird, und ladig ist, dann ist das viel schwieriger, als es vorher war. Wo wir? Was sagt der Beiser Gast, wird zurückkommen, der bringt 7 andere mit, die noch euer sind, und dann tragt er dann, als die letzte Teufel noch euer, als die erste wir. Bloß Sünden bekannt, bloß uitreden, ist sehr gefährlich. Das sollen wir nicht tun. Und sollen wir nicht uitreden, sollen wir nicht abreden, oder sure wir sollen, aber da Fuß 3 anreden. Nicht das selbst die Oule über was nicht. Das Oule offline und das nie 3 anbringen. Dann wird eine wirkliche Veränderung sein. Wird ihr das nicht genug, bloß abhören, mit beide Dinge watchen. Alle Sorten Movies und Pornografie und all so Dinge so. Das bloß abhören, das ist nicht genug. Du wie man das faul, mit was Gott. Wir sind gemerkt, zum Denken, zum Eiven, zum Tun. Gott hat uns vorher all dürfen erschaffen, dass wir gute Worte tun sollen, sagt er in Philipper 2, Vers 10. Da hat er vorher all gute Worte reingemerkt, dass wir anwenden sollen. Und so, wenn wir die Olle offline, dann die Nie annehmen und dann dort eiven. Immer ein offline und das andere annehmen. In Jesua 24, Vers 23, sagt er, dan riemt nu de vreemde jatter auf. De vreemde jatter wordt door den plaats aannemen wat God zal gaan, sagt er, riemt hij uit. Hing junt met hij.
Und was dann? Sagt in dreht von Hort ganz nur den Herrn. Nicht verständig sein, nicht ein bisschen weniger jatta, ein bisschen mehr von Gott. Nee, sagt dat er ganz uitriem. All die aufjatten, all die Dinge, wat er den Platz annehmen, was Gott soll haben. Der uitriem sagt in einem dreht von Horten nur Gott. Laat Gott regieren in je Hort. Viele von diesen Dingen, was wir uitriemen sollen, was wir aufleihen sollen, haben zu tun mit Verhältnissen. Sie haben zu tun mit Vergeben, nicht andere uitnutzen, nicht schelden über andere, nicht plündern über andere. Sie haben alles zu tun mit Verhältnissen. Einer den anderen vergeben, kriegt es Gott uns vergeben hat. Sie haben zu tun mit Verhältnissen. Verhältnisse sind sehr, sehr wichtig bei Gott und es soll bei uns auch sein. So, wo do wir dann uitriemen? Wo do wir dann aufleihen? Was soll wir Gott fragen, als er wird sehen, Garbage Truck bei uns der beibacken? Und dann uitriemen. Psalm 86, Vers 5 sagt er, willst du, Herr, best gut in de Reite vergeven en hast eine truartige Leben für all die onderhouden. Sie, wenn wir Gott onderhouden, hast du nicht zu busy. Wahrscheinlich bis eine Answermaschine kriegen. Er antwortet immer, was du am onderhouden ist. Und du am onderhouden ist, er sagt, wie immer du mühselig, wie du Seilen meide ist, in schwer belohnt bedreckt, das sagt er, sie sollen mich kommen und ich werde in Ruhe geben, ich werde in die Last aufnehmen. So, wo doen we dan de garbage ruut op de trocken ab? Dat die weggeführt wordt. Jesus kwam an die Welt ihre Sinn weg zu nehmen. Nicht ein bisschen besprayen, dass er nicht so schlecht recken wird. Nicht ein bisschen vorwürfen, dass er nicht so schlecht loten wird. Nein, er sagt, ich komme die weg zu nehmen. Wir probieren vielleicht ein bisschen besser anzupacken. Ein bisschen besser dichter tot zu schreiben, dass er nicht zu recken ist. Oder vielleicht nicht ganz so schlecht loten wird. Aber er ist gekommen, die weg zu nehmen. So was haben wir dann auf den Garbage Truck abloten. Sprecher 28, 13 sagt, wer seine Sinn verlicht oder bedeckt, wird nicht Leid haben. Wer der bekannt in Durmet abhielt, der wird nicht Leid finden. Der bekannt und der Aufsehen nimmt er weg. Wenn wir unsere Sinnen bekannt, und das heißt trügereich, verjährt uns unsere Sinnen und er reinigt uns von aller Beise. Das, wo wir die Dinge abriemen, wo in uns Leben, all unsere Stufen abfallen, und wo uns Haus vielleicht recken merkt, wo uns treu hält von den Reis heran, was er für uns gesagt hat. Und er sagt, von wie der bekannt, den er anbringt, sagt er, nimmt er die weg. Und wenn er die weg nimmt, der bringt er die nicht treu. Er hält die auch nicht. Er sagt, so wie das der Osten vom Westen ist, so wie der den Sinn von uns wegnehmen. Und dann sagt er, und er wird den nicht mehr gedenken. Das, wo wir die abbringen können. Und Matthäus 6, Vers 14 und 15, sagt er, wenn je Menschen dort vergeben, wenn die sich gegen Jünd versündigen, wird jün himmlischer Vater Jünd auch vergeben. Aber wenn je andere Menschen ihre Sünden nicht vergeben, wird jün Vater Jünd die Sünden auch nicht vergeben. Wenn wir wollen in der reinen Haus haben, wenn wir wollen die Dinge abriemen, dann können wir auch nicht andere Menschen ihre Garbage bei uns abstoren. Wenn wir uns eine Garbage wollen haben rückgenommen, dann können wir nicht andere Menschen ihre Garbage nehmen.
Wir können das nicht bloß vertuschen. Weet je, dat is wat we vaak doen. We proeven. We proeven het te vertuschen. We checken ons met en zeggen, wie handje garbage? Dan zeggen we, what about that? Oh, dat is niet meent. Dat is Jan zijn. Dat is wat hij te mij gedaan heeft. Dat heeft hij te mij van zijn eigen smeten. Dat heeft hij mij aangehangen. En dan proeven we dat te beschuldigen. En daarmee merken we dat ons garbage, ons ene garbage. We zullen opruimen en zeggen, dan zullen we dat met goud vullen. Abraham wordt opgeroepen dat hij zal wegtrekken. Weet je, als Abraham wegtrekken deed in 1 Mose kapitel 12, hij moest veel meer dingen hingen laten, als wat hij metnemen kon. God zei te hem, du sollst dein Land verlaten, dein Haus, deine Familie, deine Freundschaft, en dan go naar een land wat activieren wordt. Hij zei, keine dingen wat hij metnemen zal, maar alle dingen wat hij hingen laten zal, zei hij te hem, wat hij hingen laten zal. So Abraham moest veel meer dingen hingen laten, als wat hij metnemen kon. Abraham weer gehoorzaam in dem dat in vers 1 van 1 Mose 12 zegt God hem dat hij moven zal. In vers 4 zegt er, zo merkt Abraham zich op, zo merkt Abraham zich op weg, krijgt zoals de Heer dat hem gezegd had. Oh, hij nam nog één ding meer met, als wat hij zal. God zegt, du zoals gaan. Maar hij nam zijn nephew Lot ook met. Eén ding meer nam hij met, als wat God hem gezegd had. En wanneer je de geschichte nu lezen, dan word je uitvinden, hoeveel trouble hem dat brengen deed. Hoeveel schwierigheden hij met den had. En wat den zijn laatste eng weer, in den ze nu komen. Zeer treurig. Vielleicht hat Abraham met den, en dat ze vielleicht kon ik den halten, ik wil den nemen, ik wil den metnemen. Gott hat nicht gesagt, dass er soll. Weet je, wenn Gott sagt, wie something doen zal, dat is één ding. Aber wenn Gott nicht sagt, dass wir sollen dann wieder dann doen, even wenn das ein guter Ding ist, so für uns zu sein, dann ist es doch noch ein schlechter Ding. Und dass Gott, oder dass Abraham Lot mitnehmen deed, braucht ihm sehr viel Schwierigkeiten, sehr viel Trouble. Gott hat nicht gesagt, dass er den mitnehmen soll. Es so er reist, kijk eens Gott ham gesagt hat, aber er nahm ein Ding mit, was er nicht hat soll mitnehmen, was Gott nicht gesagt hat, was er soll mitnehmen. In Hebräer Kapitel 12, Vers 1 sagt er, willst wir nu so viel haben, die mit starkes Beispiel von Glauben als eine Welt am uns sind, weil wir nu auch die Sünde aufleihen, die uns so leicht anhängt und schwerfällig merkt, in onholend ran, so ist das für uns bestimmt ist. Weet je, wenn wir ran wollen, dann haben wir nicht, dann dauert es nicht so viele Dinge abladen. Wir so hält uns drei von den Restaurants. Abraham nahm ein Ding mit, was am drei hielt, was viel Schwierigkeiten brachte in sein Leben, will er dort mitnehmen, was er nicht hat sollte mitnehmen. In 1. Johannes 2, Vers 15 sagt er, sieht nicht die Welt gut, auch nicht dort, was die unterbeiden hat. Wer die Welt in ihrer Last jieren haft, en den es nicht der Leib von den Futter. Die hafte nicht rühmen. Die kann nicht beides behandeln. Die kann nicht die Dinge von der Welt, die Last von der Welt, und die Dinge, die Welt unterbeiden hat. Die kann nicht dort an sein Hort haben und dann noch der Leib von den Futter. Die werden taub, haben nicht rühmen. Entweder ein oder das andere. So du weißt, was wir uns aufleihen und dann uns fällen lassen mit das Gute. In 1. Timotheus 6, Vers 10 sagt er, jetzt, auf einer Seite der Leib von das Geld, als der Wartel,
wo durch allerhand bei sich kämpft. Einige haben sich dort gelasten lassen und sind dadurch vom Glauben aufgeehrt und haben sich selbst dadurch viel weiter zugesagt. Viel weiter zugesagt. Wo verken hier wir nicht Geschichten von wo wenns Geld Schwierigkeiten jaft und Verhältnisse. Eine Familie, wo Brüder, Schwestern nicht mehr einer zu den anderen reden, das hast du tun mit Geld. Haben sich nicht vergift, so es Gott ihn vergift hat. Holen das bloß an, du bist mir dort schuldig. Du hast wieder aufgegangen. Du hast nicht recht gehandelt mit mir. Dann wollen wir besser. Und wir vergeben nicht. Sie handeln sich alle an die Dinge von dieser Welt. Om Geld. Sagt er, dann hast du das Leben von den Vater nicht Ruhm in uns. Du weißt, das wichtig, wie die aufleihen tun. Und dann uns fallen lassen mit dem Leben von den Vater. In 1. Mose 34 haben wir eine Geschichte von, wo Gott Jakob, Abraham sie gerade sehen. Auch sieht, du musst umtragen. Gott sagt, dass Jakob und seine Familie, der hat sich in Dinge all zukommen lassen, was nicht gut wäre für ihn. So Gott sieht, es Zeit umzutragen. Aber Gott sieht an, woher er tragen soll. Er sagt, dreh nach Bethel. Von da, wo du einmal einen Bund mit mir machen willst. Da, wo ich mich bejahen mit dir. Du sollst die drei hingehen. Und so Jakob, er deed dat. Er sagt dat, und Gott sagte zu Jakob, pack mal ab und geh nach Bethel. Merkt den Lehrer durch, oder wie du sollst du wohnen, und bau durch einen Altar für den Gott, der sich die weiß, als du von deinem Bruder Esau randeitst. Geh mal drei, wo du dein Verhältnis mit Gott anfangen lässt. Du, wo Gott sich bejahen mit dir. Du, wo du einen Bund merken lässt mit dir. Geh mal drei dahin und wohn mal durch. Sie haben all weit aufgekommen von durch. Sie haben all das aufgejatter mit sich gebracht. Und es sagt uns wieder, dass in Vers 2 Jakob sagte seine Familie, und wer saß mit am wir, steht alle Jatter auf von unseren Feldern, die je haben. Reinig und trag frische Kleider an. Moet ganz een anderes merken. Die alle Dinge moet aufleiden. Die Dinge, wat je hebt metgebracht, wat je hebt opgezameld. Wat er van de Welt sind, wat nicht, wat Gott en Gräuel sind. Sagt er, leicht ihm mal auf. Und Jakob deed dat. Und er sagte seine Familie, sie sollen die Dinge aufleihen. Und sie brachten die alle in den Arm. Er begraufte ein Loch und begraufte die Dinge alle. Und dann moven sie drei naar Bethel. Du baut hij een altaar en du roept hij Gott an. Du geht drei nur das Verhältnis, was hij mal mit Gott hat angefangen. Vielleicht ist das, was bei uns auch fehlt. Vielleicht haben wir in der Vergangenheit mal einen Bund gemacht mit Gott. Vielleicht haben wir Gott versprochen, dass wir würden am dienen. Aber zwischen dann und nu sind auch viele Dinge passiert. Wir haben uns alle Sorten Dinge ableihen von Menschen. Und nu sind wir besser geworden. Nu zijn we geen geworden. Haben alle Sorten aufgejattert. Dinge, die den Platz annehmen, was Gott soll haben. Haben wir mitgebracht. Und Gott sagt, nu is het tijd, mal aufzuleihen. Nu is het mal tijd uit te riemen. Nu is het mal tijd, de garbage truck te roepen, die zal mal komen. En dan mal alles uitriemen. En dan fresh het aanriemen. Dat leichte, dat gouden, dat nieuwe. Zodat we kunnen voorwaarts gaan. Als Paulus wiedertreten deed, so te zijn, hij leidt ook een deel dingen heen. In Philippa kapitel 3 vers 8 zegt meer als dat, ik zei al die
ik zei al dat als schulden, wanneer ik dat doe met vergelijk, wo even alle maßen veel weet mij dat is, dat ik Christus Jezus als mijn Herrn kan. Wie als ik Christus Gott zie, zou ik dat alle aan als schulden en als draak. En wel moet Christus gewinnen. Brüder, ik zei mij niet dürfen aan, dat ik dat al alle te houden heb. Aber eindelijk doe ik. Ik vergeet wat hinter mij ligt. En raak mij uit naar dat wat voor mij is. Weet je, hij kijkt niet helemaal bij zijn spiegel, wat er hier aan weer. Zijn vader had niet 3 spiegels, 2 grote aan jeder Zeit dan nog een in de midden. Wanneer hij vorne leidt in zijn geestelijk leven, hij kijkt niet am spiegel. Hij kijkt niet 3. Hij kijkt verwaarts, zodat wat God aan te beroepen had. Zegt hij al die dingen, had hij afgelaten. Hij zegt, niet meer bloos dat waren de dingen wat hij hier had voor God aan je zijn. Zegt hij, die zag hij niet aan als draak. Die hadden alle verloren. Wo wij, zodat hij kon Christus nu volgen. En hij zei, wanneer ik dat vergelijken doe, wo even massen grote veel weet me dat is, dat ik Christus had geleerd, zegt hij, en vergelijk van dat, dan is dat alle draak. En wie doen dat? Meestal moeten we vergelijken met wat anderen. Met een beetje wat beter. We vergelijken ons huis met een nieuwer huis, een groter huis. We vergelijken onze koor met een nieuwer model. We vergelijken alle soorten dingen. En dan is het zwaar te entscheiden wat we moeten doen. Maar Paulus, die deed deze tijdelijke dingen vergelijken met de eeuwige dingen. En dan zegt hij, en den blik, met dat vergelijken, zegt hij, dan is het alles draak. Zo van sommigen aan de weg stelen niet, of sommigen aan de weg nemen niet, of whatever. Hey, dat is bloß draak. Dat is niet eeuwig. Dat is bloß titeliert. En door voor God heeft van, zegt hij, dat is niet dat voor iedereen, wat er hing mij is, wat andere mensen aan gedaan hadden, wat hij hem afgegaan hadden, wat hij verloren had, zegt hij, door voor iedereen van. En ik streefde over de vermiddel. Wat we ver aan? Eeuwig je wens. En dat is waar hij naar streven deed. Dat is waar hij zich met bemoeien deed. Wel, hier zijn een paar dingen wat we zullen metnemen. 1 Timotheus 1, vers 19. Und deze dingen zullen we niet travelen. 1 Timotheus 1, vers 19. Zegt er, hou den Glauben. Laat je niet hängen. Hou den Glauben. Hou vast aan den Glauben. Vertusch den van niks. Verkijp den niet. En hou den gewassen rein. Du moet we immer met arbeiten. Paulus zegt hier aan, ijver mij, mijn gewassen rein te houden. Weet je, wanneer ons gewassen eenmaal gaan rein gemerkt, dat dit niet zo lang, dan is het ware woord. En we zullen niet wachten wat er een grote klampen is, wat we zich nog meer rood weten met. Nou, we zullen voets van de jas ons monden net, dat er something is, wat ons gewassen ons pleuwen, dan zullen we ermee verhandelen. Dan zullen we dat hingen loten. Uitreden. Dat uitsmeten. Dat vergeten. En dan verwaarts moven. Zegt hij, hou den Glauben en hou den gewassen rein. Daar zijn eingezegd, die met ihren Glauben zijn te grond gegaan, wil zij jen ihr gewassen handelen. Wat treurig. Zegt hij, wenn zij jen ihr gewassen handelen, zijn ze met ihren Glauben te grond gegaan. Zegt hij, hou den Glauben en rein het gewassen. Die 2 dingen, die zijn niet een zware lood. Du kannst fijn met travelen. Die worden niet am slecht zijn, die worden niet am houden. De Glauben en het rein het gewassen. Neem dat met. En licht van al dit, 1 Timotheus 6, vers 6 zegt, en zeker is dat en groot gewenst, den Christen Glauben in vrede te hebben. Dat is een grote gewens, dat is een grote treasure, den Christen Glauben in gewens te hebben. Dat is niet een zware pak.
Doet je we met ran. En we wollen denken, in vers 7, 1 Timotheus 8, vers 7 sagt wir haben nichts in diese Welt hingebracht. En door gaan we ook nichts met eruit nemen. De tijdliche dingen, dat zijn alles vergängliche dingen. Dat je die wat im Glauben wohnen leiden, die zachten nog wat beter. Nicht in het huis, de schmakkelkoor. Nee, die zachten nog wat beter. Die zachten nur een ewigen Platz. Nur een himmlischen Platz. En we lezen in Hebräer kapitel 11, sagt dat al deze, die sterven im Glauben en die zagen dat al van eng af en die hielden dat vast im Glauben. En zegt het, Gott die woord zegt, die wat aan im Glauben vasthouden, die worden niet te schoon worden. Die wordt hij niet laten te schoon worden. Waar we ons rijdt merken, te wiedertragen. Weet je, wie zijn op een reis? Wo dichtbij wie zijn, weten we niet. Maar één ding is zeker, we gaan niets in deze wereld aangebracht worden, niets metnemen. En zo waar we dat draag afloaden, waar we dat uitremen, waar we mal goed spring cleaning doen. En dan waar we dat alle hingen aansluiten, dat niet meer aansluiten op ons gewissen, op ons gedanken, waar dat drie uploaden. En waar we aan den reis, wat Gott heeft voor ons gezegd. En zum Schluss, Hebräer kapitel 11, vers 13 sagt dat, diese sind alle im Glauben gestorben und haben nicht gekriegt, was an versprochen wir. Sie haben dort mal von weit auf kommen sein. Sie werden sich durch Übersacher und Frieden sich und bekannten, dass sie hier auf Erde mo fremde Durchwanderer werden. Zou wie dat ook aannemen? Zou wie dat ook bekennen? Dat wir sind hier bloß Durchwanderer. Wir haben nicht keine bleibende Stehen. Wir gehen jeden Tag wieder. Und wir können nicht in die Dinge mitnehmen. Und wenn wir uns haben beladen lassen, vielleicht uns gewassen, oder was immer das ist, werden wir das aufladen, werden wir das aufleihen. Und dann werden wir den Reis ran. Waar we Christus entgegen ran, hij komt en hij wordt bald hier zijn. Hij wordt bald roepen. Weet je, en al die dingen, waar we ons met beschäftigt hebben hier op Erde, daar willen we alle hingen laten. Geen ding wat we metnemen. Maar dat, wat we Christus hebben laten en ons doen, en durch ons doen, dat wordt voor eeuwig blijven. Waar we nog te beten. Dankzij Himmlischer Vater voor die woord. Dankzij voor die versprechungen. Dankzij Herr für den Rot, was du uns gibst. Den gouden Rot, wo wir können von all unseren Lasten, von all was uns doelbringen hat, von all was uns schwer beladen hat, wir alle können du die bringen. Du reinigst uns von all das und nimmst das alle weg und gibst uns deinen Frieden, gibst uns ein reines Gewissen, gibst uns eine wahre Leben, sodass wir können ran den Reis, was du hast für uns gesagt. Herr, wies uns, jeder ein persönlich, was es mit uns steht, was wir alles haben, uns uploaden und anhängen, was uns treholen wird, von den Reisterranen, von die zu deinen hier. Und Herr, wenn es irdische Dinge sind, was uns treholen, dann help uns, Herr, wieder die welches würden sind, die abzugeben. Euer du musst kommen, die von uns wegnehmen, die von uns wegrieten. Aber wir würden willig sein, die abzugeben, sodass wir können unsere Zeit, unsere Kraft und alles durchgeben, den Dienerrecht wieder vollenden und die preisen und loben mit alles, was wir haben und alles, was wir sind. Sodass, wenn du kommst, dass wir nicht wollen zu Schanden wollen oder wir uns wollen freien können, wenn wir in die Gegend wollen sein. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen.
jedes Mal.